Ihre Promotion zweite Spieltag. Den FC Monnerich spielt gegen den FC Wolfs in der 70. Am Topmatch von diesem Weekend spielen dann zwei Equipen gegen den, die einen ganz unterschiedlichen Saisonstart hatten. An der letzten Sekunde hat Swift Hasper dafür gesorgt, dass Monnerich ohne Punkt heimführt, während Wolfs nur einen 0-1-Rückstand gegen die Partie gedreht hat. Et fängt schon Schlecht an für den FC Monnerich. Fehlpass vom Afun, der Verbis profitiert davon, Verbis trickst dann den Martin aus, Verbis für den Carlo Everts, den den Ball erraschest. Mit dem Goal zählt nicht, den Carlo Everts war abseits. Der nächste Offensiv vom FC Wolfs könnte schon die Minute drauf. Den Damien Hamblé setzt sich am Strafraum durch, findet dann den Carlo Everts, den den Goal kurz verfehlt. An der echt Viertelstunde existiert den FC Monnerich einfach nicht. Den Rivalen gewinnt sein Duell, findet Carlo Everts am Lauf. Der Carlo Everts lässt dem Roulé keine Chance, er schießt den 0-1 für den FC Wolfs. Auf den Goal hat den Rivalen 90% von der Arbeit gemäht, aber der Schuss von Carlo Everts, der perfekt am Winkel passt, ist natürlich wunderschön. Die Szene, die ihr kennt, weist die Situation von der ersten Viertelstunde perfekt. Eine ganz interessante Freistoß für den FC Monnerich geht direkt an die Mauer geschossen und den FC Wolfs kann kontern. Und der schnelle Carlo Everts lebt die Touchen vom Terra, findet dann den Verbis am Lauf, der Verbis flank, aber der Flank ist nicht erfolgreich. Die Partie verliert dann Goalchancen in der 40 Spielminute. Der Le Duc dann einmal am Aufschluss, aber kein Problem für den Urban. Somit gibt den FC Wolfs dann mit 0-1 an der Pause. Nur ein ganz stark echt Viertelstunde wird Wolfs Partie nicht mehr kontrolliert. Monnerich mit Druck an der zweiten Halbzeit heran. Aber war fun. Hier spielt man am Zitko flankt, der Raphael Hoffmann klärt, der Keita kann den Ball nicht fortchasen, es kommt direkt bei Zitko, hier schießt dann zwischen dem Keita sein Bein, mehr ohne Problem für den Hörbar. Und dann 55 Spielminuten Eckstöß für dabei, der Ball geht wieder in Land, okay, kann ihn herandrücken. Ob dieser Phase waren der Le Duc und der Kinziger ganz nur den Ball heranzudrücken. Aber weiterhin bleibt es 0-1 für den FC Wolfs in der 70. Und dann Remeschuss vom FC Wolfs. Heiger Ball vom Everts auf den Verbis. Verbis probiert dann einfach ohne Erfolg. 10 Minuten drauf spielt den Jeff Moos mit Dani Fernandes. Dani Fernandes auf der linken Seite kommt zurück mit, schießt, aber du könnt ein proper Priseball vom Roulé. An der 61. Spielminute aber die allergefährlichste Chance für den FC Monnerich. Ein guter Pass auf den Ball, den an einer idealen Position steht, mit dem Ball nicht herandrücken kann. Wie in Detail gesagt, als der Keita, den der Goal vermeidet, mit seinem Fuß. Eine Chance für den FC Wolfs, weil auf dieser Phase sieht die Défense nicht gut aus. Aber dann kommt den Amal Kosic ran und das wird den Wölzer viel helfen. Der nächste Ballkontakt von Kosic ist schon erfolgreich. Heiger Pass auf den Verbis. Verbis dann spielt am Strafraum ran für den Rivalen. Der Roulé könnte sich später, der Rivalen fällt, mit keinen 11 Meter. An diesem Winkel kann ich nicht sehen, ob es überhaupt Kontakt gibt zwischen dem Nationalgoalkeeper und den Wölzer Stürmer. Aber das einer der nicht, weil an der 72. Spielminute fest Amal Kosic ein super Ballgefühl für den Chris Verbis. Chris Verbis möchten das kehren 0-2 für den FC Wolfs und zweite Saisongoal für den Belg. Somit bringt der Chris Verbis eiskalt den FC Wolfs an eine ganz lockere Position. 0-2. An der 79. Spielminute
huet den FC Monnerech nach Chance op den Anschlusstreffer, méi no engem lange Ball vum Martin kann den Gianluca Bay de Ball net Richtung Goal chassen. Den FC Wolfs ass die besser Ekipp an den lächten 10 Minuten. Den Eri Welten beweist de Rëm sei Ballfeeling, an dem hien den Adisiewicz erméiglech de Roulé am Duell ze provozeieren, hien verléiert, awer sein Duell géint den Nationalgoalkeeper. An dann nach eng lächt Goalchance fir de Gast. Degagement hörbar, Kopfball vum Eri Welten an dann Aufschloss einmal Kosic. Medeball geht langscht dem Goal. Sommer gewinnt den FC Wolfs mat 0-2 sein zweite Match des Saison. Der schlechte Start awer fir den Outsider den FC Monnerech bleibt nämlich mat 0 Punkten. Fir d'Wölzer ass de sich allerdings méi wéi verdenkt. Die anderen Resultate aus der Eire Promotion. Reden 2, Grevemacher 0. Union Mettert géint Marmer 2-0. Norden géint DuSH 1-2. Avenir Beggen géint Tetzeler Ettelbrück 0-5. Sandweiler gewinnt mat 1-0 géint Hausstadt. Attert Biesen géint den Swift Hasper 1-1. An die hättet gesinn, Monnerech géint Volz 0-2. An der Tabelle stehen ganz viel den FC Etzeler Ettelbrück, d'Union Mettert Wasserböllech, den FC Volz 71, an DuSH mat 6 Punkten. Ganz hannen stehen allerdings nach den FF Norden, den FC Monnerech, den CS Grevemacher, an noch den Avenir Beggen mat 0 Punkten.